Weiter geht's für Sportsfreunde bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Beziehungsweise eigentlich bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel ist Link Evolution, aber halt im Story-Abschnitt von Yu-Gi-Oh! 5Ds und zwar im Rande der Eliminierung Teil 1. Tetsu Charge hat ein Problem, bei dem er Users Hilfe benötigte. Von New Domino City ist ein Fremder aufgetaucht, der sich an nichts erinnern konnte und suchte Charge suchte jemanden, der auf ihn aufpassen konnte. Leider ist der Mann, der auf den Namen Bruno hört, nicht gekommen, um Yusei und seine Freundin zu treffen. Stattdessen macht er sich heimlich an Jack Stevil zu schaffen. So fertig, so ist es besser. Was denn, glaubst du, was du damit meinem D-Wheel tust? Ungeziefer dich esse zum Frühstück. Leute, was passiert? Haben die nicht so erwischt, während Jack Stevil da rumschraubt und versucht ihn zu stehlen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe diesen unglaublichen D-Wheel gesehen und musste einfach daran herumspielen. Ich konnte gar nicht anders. Jungs, das ist Bruno. Später in Yuseis Garage. Sag schon, du Miske, was hast du mit meinem D-Wheel gemacht? Warum glaubst du, dass er etwas gemacht hat? Die Beschleunigungskraft des D-Wheels lädt viel schneller auf. Stimmt das? Ich habe den DTR vorgelegt und die Art und Weise angepasst, die deinen CP-Logarithmen berechnet. Das ist alles. Und, ja. Scheint so, als hättest du Jacks Flitz ein wenig mehr Wumms verpasst, ja? Du musst mir zeigen, wie du das gemacht hast. Der Name ist Bruno, oder? Ich denke schon. Ich weiß nicht, ob Trudge dir das erzählt hat, aber ich kann mich im Moment nicht so richtig daran erinnern, wer ich bin. Oh je, gut. Wir brauchen eine Hilfe. Ja, okay. Team Unicorn übernahm schnell die Führung, als der erste Duellant Andre sowohl Jack als auch Akisa geschlagen hat. Was? Team 5Ds war kurz davor eliminiert zu werden und jetzt hing alles an Yusei. Er musste alle 3 Mitglieder von Team Unicorn schlagen. Ja, super. Also wenn sogar Jack schon verliert. Wobei Akisa, ja gut, ist halt auch zum Üben, war, sag ich jetzt mal. Aber dass man Crow nicht eingesetzt hat. Ist natürlich die Frage, ob Jack der Erste war, der verloren hat. Vielleicht war Akisa die Erste. Da dachte man sich, okay, jetzt nimmt's Jack oder übernimmt's Jack und dann verliert er auch noch. Ja, komm, wir spielen mal Max Krieger. Mal schauen. Was, ja nur 3 Synchromonster? Ich sehe, was ist los. Nochmal ganz kurz. Bei mir steht während der Battle Phase. Achso, ist auf generell zum Aktivieren, okay. Nur Sternschab-Drache, das wird ein Spaß. Die Kämpfe bringen mir gar nichts. Ich setze jetzt nochmal Max Krieger ein. Ich weiß, ich habe noch Verstärkung für die Armee, Freunde. Ich habe es nicht übersehen. Was? Nee. Meine eigene Kampfphase, hallo? Wobei ich ja sagen muss, Max Kriegers Nebeneffekt, quasi ein Negativ-Effekt, der ist schon ein bisschen doof. Gemacht hat er irgendwie auch nicht. So, spielen wir mal so eine Karte. Fritzkrieger. Aha, Stelle von Tempokrieger, was? Was ist Stufe 3 Monster? Nullwache. Festungswächter. Okay. Kann man hier sehen, was hast du nur für Karten, Alter? Na komm. Der kann in so einer Phase nie schaden.
So, theoretisch der Kämpfer, Verstärkungsdrache zum Rufen? Nee. Tja. Ich weiß langsam nicht mehr so richtig, was ich davon halten soll. Von der ganzen Kacke hier. Ich verstehe nicht ganz, wieso Jack und Akisa verloren haben gegen den Typen. Schade, kann ich jetzt nicht während des Zuges noch Synchro beschwören. Das wäre jetzt mal geil. So, komm, scheiß drauf. Synchrobeschwörung, zeige dich, o allmächtiger Sternenstaubdrache. Zum Appell. Angreifen kann er zwar nicht mehr, aber sieht hübsch aus. So. Ich bleib dabei, ich habe keine Ahnung, was irgendwie geht eine ganz seltsame Scheiße hier von sich. Das ganz Seltsames geht hier vor sich. Ja. Verstecken für die Armee, nochmal gucken, was wir so haben. Ja komm, 0 Wache kann nicht schaden. Wir rufen einfach mal die nette kleine 0 Wache. Yeah! Nee, noch nicht. Krasser Effekt, Alter. Das ist mir aber richtig gegeben. Ich bleib dabei, ich bin ein little bit confused. Und es wird auch nicht besser. So, mal gucken, also du kannst wieder mal so einen Ungezieferplan machen. Ne, Quatsch. Ich bleib dabei, ich verstehe es nicht. Der kostet mich nur Zeit. Es bringt doch nichts. Oh, meine verdeckte Karte, das ist mal neu. Das ist mal voll krass, Alter. Tja. Ich weiß nicht, wann ich bin ein bisschen verzweifelt gerade. So, Sternschatdrache, bitte beende es. Ich hab keinen Bock mehr auf das Duell. Ich glaube, er hat mit dieser crazy Strategie einfach Akisa und Jack zur Verzweiflung gebracht. Ja. Das sind doch mal geile Duelle, diese drei. Hey, die haben wenig Text, also das erste hat relativ viel gehabt, aber die anderen jetzt hier relativ wenig Anführungstext und so einfach voll draufhauen. It's time for a Duell. So. Dann machen wir doch einfach mal weiter.
Immer heiter. Mit Stimmen. Wo sind meine Stimmen? Aber jetzt wieder 12 Synchronmonster am Tag. Was ist los mit dir, Jose? Du spinnst doch, Alter. Das ist eine Art von Fusionsmonster im Deck. Nee, oder? Noch nicht. Gerümpelzerstörer. Wir gehen mal rufen. Das kann ja schon wieder. Stufe 8, ja. Zerstört die gewählten Ziele. Ein heißer Scheiß. Er müsste natürlich rein mit Gerümpel Synchronisierer rufen. Der schnellste Synchron hatte schon Stufe 5, das wäre deswegen ein bisschen unpraktisch. Okay. Erinnert jetzt mich ein bisschen an das Deck aus Jaden. Also von Jaden aus Yu-Gi-Oh! GX. Ist auch so creepy. Also creepy im Sinne von, dass halt irgendwie so Babymonster sowas waren. Tja. Zeig dich, Flitzkrieger! Da sind doch schon Punkte, die draufgegangen sind. Sehr gut. Schnell zu synchron. Ja, machen muss man zwar nicht. Ne, komm, mach's trotzdem. Achso, ihr habt gar keinen Sternschardrache im Deck. Ja, super. So. Echt nicht? Doch. Okay, war aber der Effekt von schnell zu synchron auf derjenige, dass ich ihn nur nutzen kann, um solche Spezialmonster zu rufen, die halt ein bestimmtes Monster im Namen haben. Irgendwie macht er auch wenig. Das ist jetzt nicht so nett, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Den greif nicht mal an. Mann, ey. Jetzt ein Grünbesynchronisierer wäre geil. Ja, yeah. Nee. Einfach nee. Warte mal. Stufe 3 bräuchte ich, wa? Na komm, scheiß drauf. Spezialbeschwörung für Geschützturmkrieger. Nichts passiert. Und hat er 3 Stück im Deck? Natürlich hat er 3. Ich frage mich gerade, ob es reichen könnte. Versternschabdrache, ja. Ja, natürlich ein Geschützturm Krieger eigentlich auch, aber irgendwie ein bisschen mehr Monster Opfern gehabt. Das Problem ist, ich finde mal ein Stufe 3 Monster.
Okay, dann machen wir es anders. Nur ein Sternschartdrache kommen. Das macht in der Situation ein bisschen mehr Sinn, weil ich mit ihm halt die Garantie habe, falls jetzt Bruno irgendwie auf die Idee käme, irgendwie Spezialfähigkeit, meinen Drachen zu zerstören. Breo, Entschuldigung, nicht Bruno. Bruno war der andere. Bleibt dabei, Team Unicorn hat bis jetzt eher creepige Decks. Halt noch ein Schnellzieh-Synchron. Ich krieg die Krise. Was soll man so viel Schnellzieh-Synchrons machen? Na komm. Da gehe ich mal in den Angriff. Der fliegt Momongas, die kriegen noch so platt. Das dürfte kein Problem sein. Knapp. Autsch. Das lohnt sich ja. Schildkrieger, komm und hilf! Hätte ihn jetzt gebracht, ich weiß. Misslungener Überraschungsangriff. So, die Karte gibt es auch noch. So, Kumpel, und was nun, hä, Brio? Ja, gut, aktiviere sie mal. Der Typ geht mir langsam aber sicher auf den Keks. Nur mal so by the way erwähnt. Aber nicht mehr lange. Grümpelbogenschütze! Zeige dich! Und vernichte den Feind! Wenn er bloß den anderen Gerümpel Zerstörer rufen können, wäre jetzt platt. Nochmal stimmen. Nee, daraus wird nichts mehr, Kumpel. Ich sehe vorbei. Nein. Er soll einen Finisher machen. Komm. Und der zweite von Team Unicorn ist raus. Damit fehlt nur noch einer. Jose hat Breo besiegt, sodass nun über den letzten Duell triumphieren musste, um Team 5Ds zum Sieg zu führen. Ich frage mich schon, warum man die 3 Duelle so reingenommen hat. Ich hätte einfach gesagt, hey, komm, 3 Duelle hintereinander, weil wir haben hier echt sehr wenig Text. Oder einfach so gemacht haben, weil wir sonst nicht mehr so viele Duelle hätten. Weil, ja, das hier. Das müssten... keine Ahnung, welche 3 das sind. Und hier ist eigentlich schon fast das große Finale. Das ist nochmal was anderes. Beziehungsweise, nee, der schon noch, aber das nochmal was anderes. Und das dann... Das ist quasi das Abschlussduell von 5Ds. Also viel fehlt nicht mehr, Freunde. Nicht wir den dritten Arc durch und dann mit Sexel, Arc 5 und Reigns kann man, glaube ich, relativ schnell durch. Naja, wobei das täuscht. Weil Reigns kann ich gar nicht, der ist komplett blind. Sexel oder Seal, ja, kenne ich schon. Einige Duelle hiervon kenne ich, nicht alle, aber einige. Ich glaube, ich bin da, glaube ich, sowieso erst mit der 2. Staffel eingesprungen im Anime.
Einfach irgendwie ab hier so ungefähr. Ne, wäre glaube ich schon dabei. Ja, ja. Arc 5, da war ich noch ein bisschen mehr interessiert, weil auch wieder die alten die alten Kartentypen vorkamen. Das war insofern ein bisschen interessanter. Da gab es irgendwie gar mal eine Staffel, die in Deutschland zuerst nicht rauskam. Da gab es irgendwie das um die Synchro-Region. Ja, genau, also hier. Da gab es irgendwie hier um den Dreh herum. Das kam erst später zu uns und dann irgendwie, aber glaube ich mal verpassen, sind wir hier schon auch schon am Ende. Also Arc 5 freue ich mich schon, weil eben halt alle Duelltypen, die es bis dahin gibt, sprich hier, also natürlich Effekt, Fusion und so, nicht wahr? Hier Synchro, hier die Xyz-Beschwörungen, hier die Pendel, also hier kommt eigentlich alles zusammen. Reigns mit Link-Beschwörung, das wird sicher, da werde ich sicher über einige Dinger stolpern und verkacken, aber egal. Freunde, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Ciao zusammen.